Wie vermeide ich konkret Beschämung? Diese Rückfrage hat mir ein Pfarrfreund auf mein vorhergehendes Video gestellt. Wenn auch Sie eine Frage an mich haben, schreiben Sie bitte einen Kommentar unter dieses Video oder eine E-Mail. Vielen Dank. Ich werde Ihre Frage dann in der Rubrik Frag den Pfarrer beantworten. Ich vermeide Beschämung, indem ich nicht davon ausgehe, dass alle Menschen, die einen Gottesdienst oder Anlass besuchen, mit der kirchlichen Tradition vertraut sind. Deswegen erkläre ich einzelne Schritte beim Abendmahl und blende jeweils das Unservatergebet ein oder drucke es auf einen Zettel, wenn der Gottesdienst draußen stattfindet. Ich gehe also nicht davon aus, dass alle das Unservatergebet auswendig aufsagen können. Sowohl bei der Lesung des Bibeltextes im Gottesdienst als auch in der Predigt verwende ich kostenlose Bilder von www.freebibleimages.org oder lasse Bilder von KI erstellen, um keine Buße bezahlen zu müssen, wegen Urheberrechtsverletzung. Diese Bilder sind erstens oftmals humorvoll und zweitens können auch Kinder, die vielleicht nicht die ganze Predigt verstehen, etwas von der Bibel lernen. Wenn jemand mich beschämt, vergebe ich diesem Menschen. Wenn ich aus Versehen jemanden beschäme, entschuldige ich mich bei dieser Person. Darüber hinaus orientiere ich mich an Pfarrer Billy Graham, der sinngemäß gesagt hat, er predige so, dass ein 12-Jähriger ihn versteht. Konkret bedeutet das, dass ich Fremdwörter umschreibe oder erkläre oder ganz auf sie verzichte. Mit einer Predigt will ich niemanden beeindrucken, sondern Menschen allen Alters- und Gesellschaftsschichten zum Glauben an Jesus einladen.